Hallo liebe Tierfreunde, mit euch spricht heute wieder Lara Volodina. Solche Babys wurden in Jakutsk erneut vor die Tür gesetzt. Oft sehe ich Fragen in den Kommentaren, woher denn die ganzen Hunde in Jakutsk herkommen würden. Ich kann euch die Frage beantworten. Von den eigenen Hunden, von den eigenen Haustieren. Entweder werden die armen Seelen auf die Straße gesetzt oder in der Tötungsstation abgegeben. Die Jakutsker Bürger machen sich leider gar keine Gedanken über die Kastration. Es ist natürlich viel schneller und einfacher, sie einfach auf die Straße zu setzen. Sie denken keine einzige Minute darüber nach, welche Qualen diese armen Seelchen erleiden müssen, bevor sie sterben. Deshalb blieb uns nichts anderes übrig, als auch diese Welpenfamilie aufzunehmen. Mit den Welpen hat man viel Arbeit und viele Sorgen. Es sind auch viele Ausgaben, bis sie groß werden. Liebe Freunde, wir suchen finanzielle Unterstützung und bitten euch um Unterstützung. Die Welpen wachsen und sie benötigen viel Futter. Bitte schreibt mir über WhatsApp. Vielleicht kann auch einer von euch so einen Welpen aufnehmen und ihm ein warmes Körbchen schenken. Auch in diesem Fall, schreibt mir bitte eine WhatsApp. Und dieses Mädchen ist ein Opfer einer Sterilisation in der Tötungsstation geworden. Sie hatte wohl einen Schutzengel, dass wir sie dort rausholen konnten. Die Nähte sind nach der OP aufgegangen und die Wunde eiterte bereits. Sie wäre einfach in dieser Kälte, in diesem Zustand in ein paar Tagen gestorben. In der Klinik wurde die Wunde bearbeitet und wieder zugenäht. А эта девочка стала жертвой стерилизации ППЖ. Очень повезло малышке, что ее мы вытащили, потому что швы разошлись и уже загноилась рана. Погибла бы в голоде и в таком холоде с гниющей раной. В клинике обработали рану, перешили шов. 23 килограмма, 23 600, 800. Noch ein armes, abgemagertes Tierchen konnte vor ein paar Tagen der Tötungsstation und damit dem sicheren Tod entkommen. Sie durfte diese Hölle auf Erden mit 2 anderen Hunden hinter sich lassen. Auf der Pflegestelle wurde dann eine große, eitrige Wunde an der Seite der Hündin erkannt. Anscheinend ist in der Tötungsstation was vorgefallen. Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten, so schwach war die Maus. Mit letzter Kraft versuchte sie, nicht umzukippen. Mit einem Gewicht von nur 17 Kilo. Ihr Zustand kritisch. Wir hoffen, dass sie überlebt. Sie schwankt beim Gehen. Alles wird wieder gut, kleine Maus. Еще одна бедолага была спасена из ППЖ вместе с 2 другими, уже прилетевшими скелетами. На передержке обнаружили гноящуюся дыру в боку. Видимо, что-то произошло. Еле стоит на ногах. Из последних сил пытается удержаться. Вес всего 17 килограмм. Ее состояние самое тяжелое. Надеемся, выживет. Ой, моя маленькая.
Blöde weglaufen. Ja, sind wieder aufgetaut in der Wärme. Den aus Jakutsk-Tötungsstation in Moskau angekommenen Guardian, wie ihr euch erinnert, hatte ich aufgenommen. Nach dem Essen schien der Durchfall endlos zu sein. Keine Medikamente konnten dem Kerlchen helfen. Und nachts mussten wir dann plötzlich ein Tiertaxi bestellen und in die Klinik düsen. In der Klinik erfolgte die Untersuchung. Nicht alle Ergebnisse stehen bisher fest. Man weiß, Enterit hat er nicht, aber Kolit, was auch nicht verwundert. Guardian wird es packen, mit Spezialfutter vom Tierarzt und in der Wärme. Ich hoffe es zumindest sehr. Das ist unser Skelett. Er ist extrem abgemagert und ungepflegt. Welchen Namen sollen wir dir geben, kleiner Schatz? Er ist jetzt im Warmen erst aufgetaut und hat angefangen, etwas zu fressen. Er erinnert mich sehr an einen Hund, den man 2018 an den Hinterpfoten aufgehängt hatte. Ich habe noch Fotos von ihm im Archiv. Ich möchte sie raussuchen und abgleichen, ob es nicht derselbe Hund wie damals ist. Damals hat ihn ein Mann mitgenommen. Wir waschen ihn zu zweit und fahren ihn gleich zum Tierarzt zur Untersuchung, denn der Magen klebt bei ihm am Rücken. Und das wollte ich euch auch kurz zeigen. So sieht es fast immer bei uns zu Hause aus. Der ganze Flur und das Wohnzimmer stehen voll mit Transportboxen. Viel Durchgang ist da nicht mehr, 20 Zentimeter. Das muss man jetzt alles waschen und putzen. Es produziert einen starken Geruch in der Wohnung. Und dann schicken wir es wieder nach Jakutsk zurück. Also, ist das jetzt der Anfang oder eher die Fortsetzung? Die sehen alle so aus, voller Kot und Urin. Ich wasche sie in der Badewanne, vorher muss ich sie einweichen, damit es überhaupt sauber werden kann. Diese Mengen. Hier ist geschmolzenes Eis mit Urin, alles zusammen. Ich habe nicht mal Lust, das Ganze hier zu kommentieren. Waschen, waschen, packen und wieder zurück nach Jakutsk schicken. Ich gehe unter hier in dem starken, unangenehmen Geruch. Ich zeige euch, wie viele Boxen es in Summe sind. Wir nutzen Folie, um die Boxen beim Transport und vor der Kälte zu schützen. Bei der Kälte wird sonst das Plastik schnell porös. Ich danke Anna, sie half mir, diese Boxen zu waschen und mühselig einzupacken. Wir haben so viel geschafft, wie man an einem Tag schaffen kann. Wir haben nicht die Möglichkeit, für jeden Hund eine neue Transportbox in Jakutsk zu kaufen. Sie sind in Jakutsk sehr teuer. Es ist viel günstiger, sie wieder zurückzuschicken. Und ehrlich gesagt gibt es auch kaum welche zu kaufen.
Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als diese schwere physische Arbeit hier zu tätigen. Пупырчатое, чтобы вот это не раскололось в мороз при транспортировке. Спасибо Ане. Помогла помыть и запаковать переноски. Сделали сколько успели за день. Мы для каждой собаки не имеем возможности покупать новую переноску. Поэтому приходится выполнять вот такой тяжелый физический труд. Какой же ошейник тебе одеть, а? Нет, тебе этот не подойдет. Вот он и сладкий. Да? Тима хорош. Так бы, скажи, и сидел. Да, жарко, что тебе? Да? Вот такая у нас мордочка. Ich bringe ihn in die Klinik, dort wird er stationär aufgenommen. Sein Name ist Gardin, mein hübscher kleiner Schatz. Er wird da untersucht, es wird ihm Blut abgenommen, weil er sehr dürr ist und sein Magen schwächelt. Wahrscheinlich bleibt er circa eine Woche dort. Wir werden sehen, was die Ärzte sagen. Oh, wie toll, mein Schatz. Zeig, wie zufrieden du sitzt. Man hat mich hier untersucht, sogar mein Hintern blieb nicht verschont. Wie glücklich er ist. Man hat mich untersucht und es war gar nicht so schlimm. Okay, ein wenig Angst hatte ich schon. Gardin, Gardin, Kleiner. Komm schnell, du kleiner Schatz. Ui, wie brav du bist. Er hat heute brav alles ausgehalten, hat Zähnchen untersuchen lassen, der Thermometer in den Po, den hat er auch ganz brav hingenommen. Das hast du fein gemacht, mein Schatz. Du bist so ein mutiger Hund. So ein Schatz. Gleich sind die Ergebnisse fertig. Ohne diese Ergebnisse kann er nicht in der Klinik stationär aufgenommen werden, aufgrund der Infektionsgefahr für die anderen Hunde in der Klinik. Sieht aber noch nicht nach Enterit aus. Bisher nicht. Du bist so neugierig, kleiner Schatz. Gibt's sogar Pfötchen, ja. Ein Strich auf dem Test bedeutet, dass es kein Enterit ist. 2 Striche bedeutet ein positives Ergebnis. Supi, kein Enterit. Zumindest kein Enterit. Wir gehen uns jetzt für den stationären Aufenthalt anmelden. Freunde, es sind also 4 Welpen und 3 Patienten. Wir bitten euch, uns bei den Klinikaufenthalten und mit den Welpen zu unterstützen. Bald müssen wir die nächsten Hunde aus Jakutsk retten, aber davor müssen wir die Rechnungen für die Klinikaufenthalte und für den Transport der Boxen zurück nach Jakutsk begleichen. Eure Unterstützung, egal welche Summe, wird benötigt und ist wichtig bei der Rettung der Leben dieser armen Seelen. Bitte helft ihnen. Und in der Tötungsstation sind noch viele, zu viele sterbende und hungernde, kranke Hunde und alle warten auf unsere Hilfe.